Türe haben wir sicher noch eine an Lager. 0 auf Lager, okay, ja dann halt nicht. Und zureichendes Guthaben. Kollege! Ah! Komm, mach hinten hier. Es ist jetzt morgen, es können jetzt fliegen, da habe ich wieder Geld. Das klatschen wir da oben schnell ein WC hin, dann können wir das Herren. Was zeige ich wieder mit dem Finger, Alter? Ich bin wieder. Muss jetzt das rein? Was ist eine Auf-Taste? Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly. Es ist wieder soweit, es ist die nächste Folge Sim Airport. Ich hoffe, das Spiel kommt bei euch gut an und wir sind bereits in der 10. Folge, das heisst Jubiläum. Und ja, wir sind immer in der Miese, weil es einfach immer am Bauen ist. Bis irgendwann mal Geld bekommen. Eigentlich aber egal. So. Das interessiert mich eigentlich nicht mit dem Dienstplan. Das juckt mich momentan auch nicht. Umweltansicht. Oh, das kratzt mich auch nicht so. Also. Als nächstes, wenn wir uns jetzt langsam mal schon die Büros machen, dass wir dann mehr Geld verdienen können. Das haben die sicher wahrscheinlich auch schon in den Kommentaren geschrieben, aber wie gesagt, ich kann momentan noch nicht darauf eingehen, da ich am Vorproduzieren bin. Und wir haben jetzt uns hier auch ein bisschen mehr Platz geschaffen, dass wir da dann können neue Warteberäume und alles mögliche schaffen. Wir werden einfach schauen, wie wir das machen können. So. Wie machen wir Vera? Ich muss gerade überlegen, wie wir das machen wollen. Wir könnten theoretisch überlegen, wie viel Sinn macht es, dass die WC dort sind. Also generell stresst mich das Ganze irgendwie ein bisschen. Ich will hier, eigentlich hier, eine Security-Zone machen. Wir können ja mal schauen, wie ist unsere Security eigentlich so ein bisschen ausgelastet. Das geht eigentlich voll. He? Das ist eigentlich wirklich voll in Ordnung. Was wir mal könnten machen, wäre da Schlangen. Dass wir den und dem da sagen, nein. Kann ich dem? Eide. Kann ich den irgendwie... Ich würde gerne nämlich das da zu einer Dings machen. Der ist nämlich... Das stresst mich. Ich hätte nämlich den da können. Wieso kann ich das nicht? Ich meine, da Zeugs, das kann ich demontieren, aber da. Wie kann ich das anwählen? Das ist noch eine gute Frage, weil ich hätte eigentlich diese Linie da zu einem extra Bereich, also dass wir da die First Class eigentlich drüber laufen lassen, wäre mein Ziel. Aber das können wir nicht und das gibt nämlich da jedes Mal Stau, das finde ich nämlich scheiße. Drück Tab. Zuordnen. Das ist erste Klasse. Also die zwei machen wir da erste Klasse und Flugpersonal zuordnen. Und da wir das Flugpersonal auslassen. Nein, zu dem wir es nämlich nicht zuordnen. Und bin mal gespannt, ob das funktioniert. Schließen.
so. Du zuordnen. Dann machen wir da. Dem tun wir auch noch zuordnen. Und das ist keine erste Klasse, das ist nur Economy. Ah, jetzt müssen wir schauen. Economy, genau, das stimmt. Schließen. Und zuordnen. Economy. Schließen. Schließen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Das heisst eigentlich, dass wir ja nie das Problem haben, dass zu wenig Flugpersonal an Bord ist, weil das ja das, was die Verspätungen verursacht. Und ja, jetzt sollte das Flugpersonal eigentlich, das ist erste Klasse, sollte eigentlich da drüber kommen. Und sobald, jetzt muss ich schnell schauen, macht eigentlich auch die anderen zuordnen zu. Nein, okay, da auch zuordnen, aber es sollte jetzt theoretisch zuerst die Schlange da nehmen. Und wenn da alles leer ist, dann nimmt der Leute von dieser Schlange. So können wir eigentlich dafür sorgen, dass die First Class fliegen, ein bisschen schneller an ihr Ziel kommen. So. Und was wir jetzt machen, wir Fundament. Wir bauen das aus. Warte jetzt schnell, bis der gestartet ist. Hallo. 46 können wir. Ja komm, das lange das erste Mal. Ja, so. Dann haben die wieder etwas zum Ausbauen. So, genau, dann haben diese Mitarbeiter etwas zu arbeiten. Und wir haben wieder kein Geld mehr. A great success. So, was machen die da? Also die sind da immer wirklich noch super gut am Anstehen. Dieser Spielbereich, ja, es ist so ein bisschen so gefüllt. He? Ist das der günstige von beiden? Also das Angebot wird einmal wahrgenommen. Und das ist ja schön. Was ist denn so Minus momentan? Information, Umwelt ist halt immer noch... Egal, es ist schon mal nirgends sehr niedrig, also das ist schon mal gut. Wie sieht es eigentlich so mit unseren Essenssachen aus? Oh, Avocado-Toast. Ja, ist auch schon mehr gewesen. Die Frage ist, müssen wir einen zweiten Koch einstellen? Wie sieht es da aus? Pizza, da ist genug rum, da ist genug rum. Kein Lagerbestand. Oh, huiui. Ja, der hat gerade ein bisschen Geld gemacht. Also man sieht, die scheiß Dinge bringen einfach Geld wie Sau. So, wir haben wieder Geld. Das heisst, wir bauen das Funda. Das müsste es eben richtig machen. Nevermind, es ist jetzt gerade. Ui! Was ist da? Folge? Was ist da passiert? Oh. Okay. Ja, genau, das müssen wir dann irgendwann schauen, dass uns das nicht zum Verhängnis wird. Dass das Zeug da kann kommen mit dem ganzen Abfall etc. Aber das ist noch kein Problem von heute, sondern erst von morgen. Genau, weil was wir ja mal anfangen können, dass wir, ich werde da irgendein die ganze Sicherheitsbereiche nicht, was wir machen ist Wand, dass wir da eine Wand reinziehen. So, in dem und dann Türen haben wir sicher noch eine an Lager. 0 auf Lager, okay, ja dann halt nicht. Und zureichendes Guthaben. Kollege! Komm, mach hin hier. Es ist jetzt morgen, es kommt jetzt ein Flüger, da habe ich wieder Geld. Das klatschen wir da oben schnell ein WC hin, dann können wir das herweh. Was zeige ich wieder mit dem Finger, Alter? Ich bin wieder. Ja, kommt irgendwann mal ein Flüger, ich hätte gern Geld. Come on. Ja, jetzt dann. Jetzt kommen die erst. Jetzt. Ja, was unzureichend Guthaben. So. Dann hätten wir da oben nachher die WC her. Dann können wir das WC da vorerst mal zutun. Das stresst mich auch, dass das nicht gleich ist denn da.
Das kann ich auch nicht haben. Wobei ich mir eher überlegen bin, ob wir die WCs da oben wegnehmen wollen. Irgendwann kommt das dann weg. Weil das fühle ich nicht so. Das heisst, wir können eigentlich jetzt hier das demontieren, 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 demontieren. Ja gut, das Pflänzchen können wir später demontieren. So. WC, aha. Toilette 4. Also, wo? Aha. 1, 2, 3, 4, perfekt. Wie heisst das andere? Spülbecken. Nein, Küchenspüle, das ist was anderes. Warte, ich kann da schauen. Waschbecken, Waschbecken. 4. Wie machen wir das? 1, 2, 3, 4. Dann können wir noch schnell demontieren, demontieren. Müll, Ammo. Oh, da haben wir auch noch einen auf Lager, ja, da umso besser. Rotation. Perfekt. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen WC. Das war ein Herren-WC. WC Herren. Perfekt. Keine. Perfekt. So. Was jetzt bedeutet, dass wir da schon mal ein bisschen mehr Platz haben. Schön. Genau, das heisst, wir haben jetzt hier oben trotzdem ein WC. Dann die würde ich gerne demontieren. Und da, sobald das weg ist, ziehen wir da eine Wand rein. Dann muss der jetzt was wieder benötigt geschlossenen Raum. Das ist mir bewusst. So, da schauen wir. Sobald die glühen, da würde die Wand montieren, wäre das wieder ein geschlossener Raum. Genau. Und jetzt können wir da. Ich lasse unseren Tag da viel schnell fortlaufen. Löschen. Das kann schon mal weg. Das kann auch weg. Dann machen wir nachher da unseren neuen Sicherheitsbereich rein. Mal, dass wir da wirklich eigentlich schon mal anfangen von da oben dann die Leute durchzuziehen, dass das unser Sicherheitsbereich wird sein. Bis da oben dann. Wir überlegen, wie wir das machen wollen. Mein Ziel ist eigentlich nachher, dass wir da unten rausgehen. Was mir jetzt nicht passt, ist, dass die eins zu hoch sind. Egal, das spielt momentan jetzt mal keine Rolle. Also das heisst, wir haben schon mal das Fundament gelegt. So. Genau, wir haben jetzt schon mal das Fundament gelegt, dass wir nachher das alles einrichten können. Dann kommt die hier oben in den Eingangsbereich hin. Und dann machen wir da mal Schalter, dass die dann können nach dem Schalter hier durchlaufen. Dass eigentlich das ein recht geführtes Ding ist. Weil ich hasse es nämlich, wenn sich das nachher alles verstaut und ich brauche ein bisschen mehr Platz. Das da funktioniert das auch gut mit diesen Linien. Ja, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert doch sehr gut. Voilà, was habe ich da gesehen? Durst. Haben wir kein Getränk? Da, haben die einen. Sonst haben wir das Kaffee gelegen. Die Frage ist, kann man die Mitarbeiter so, nicht Mitarbeiter, kann man die Leute so leiten, dass sie dort durchlaufen, wo man will? So meine Überlegung. Mich stresst, dass das die da durch das, vor allem durch den ganzen Sicherheitsbereich, dort dürfen sie einfach nicht durchlaufen. Ah, noch keine 20. Ja. Komm, mach hin.
Komm, los. Du Cash. Das ist aber gerade ein bisschen gar arm. 2 breit muss der Gang schon sein. Die ich jetzt gesagt. Also mein Ziel, was ich jetzt habe, kann ich eigentlich mit dem zeigen. Planung. Geplante Wand. Dass wir da das da runterziehen. Das dafür ziehen. Nein, Schmutz. Löschen. So, geplante Wand. Und dass wir da unten kann ich so irgendwie mal Gepäckausgabe macht. Das mein Ziel wäre, dass nachher die Leute, die vom Flug kommen, dass die hier runterlaufen. Dass man eigentlich hier runterläuft und eine Gepäckausgabe macht. Das wäre schön, wenn das so funktionieren. In der Theorie. Die Frage ist, so eine Schurenstraße kostet dann ein bisschen ordentlich Cash. Aber wie breit ist die? Das ist 2x2, hä? Das hätte da hinten. Ob das schon funktioniert, ist die Frage. Wir da hinten, dann da über, und da wieder zurück. Und dann würde man da Passagierabholungsstellung machen. Da könnt ihr direkt da raus und direkt warten. Ist der Plan. Gut, wir werden jetzt noch 1 Stunde mal umbauen. Aber wir haben einen Plan, wie das Ganze ein bisschen funktionieren. Aber es ist alles tiptop. Es hat sich ein bisschen durchgezogen mit der Verspätung, aber es ist nicht so schlimm gewesen. Darum bin ich gespannt, was jetzt der macht. Ob der... Hey, wie echt haben wir es? Kuckuck. Mein Licht ist im Spielen. Spinnen, Entschuldigung. 18:50, also eben, problemlos geschafft. Tipptopp. Ich würde sagen, dann bauen wir da oben ein bisschen weiter. Und schauen, dass wir da die Gepäckausgabe aussortieren können, dass wir da nachher ein bisschen mehr Freiraum haben, was unseren Eingangsbereich geht, wenn wir überlegen, was wir da dann bauen wollen. Ich sage, da kommen dann die ganzen CEO und Zeugs und Sachen her, dass wir das da machen bauen, dass da wie so ein der Bürokomplex ist. Wie das aber bauen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!